Ich hab noch eins. Aber ich muss immer das ich jetzt spiele, als letztes spielen, weil das ist mein Entschuldigungslied. Das passiert mir so oft, oder es ist mir früher immer ganz oft passiert, dass ich irgendwo gespielt habe und dann ist irgendwer im Publikum gesetzt, der beleidigt war. Meistens mein Mo. Aber es war auch schon mehr ein Bofrostfahrer da. Ja. Das ist immer, ja, ich habe mir gedacht, ich schreibe so eine pauschale Entschuldigungsnummer, die spiele ich immer ganz am Schluss und dann sind wir quitt. Also falls jetzt hier wer herinnen ist, der so, boah, diese Nummer, die hat mich brutal verletzt. Dann ist das Lied jetzt meine Entschuldigung. Aber dann ist auch gut, ja. Dann sind wir wieder gut. Das Lied ist auch nicht in Bayern entstanden, sondern in Österreich tatsächlich, auf einer Skihütte. Ich bin im Winter sehr, sehr viel auf Skihütten unterwegs. Ich konnte nämlich überhaupt nicht Skifahren, aber meine Freunde nehmen mich immer so gern mit, weil es im Auto dann recht lustig ist. Jetzt fahre ich immer mit, dann sitze ich auf der Hütte, dann tue ich den ganzen Tag Germknödel essen, ein bisschen komponieren und auf Nacht nehmen sie mich wieder mit heim. Und da war ich, vor 2 Jahren, glaube ich, war es in Österreich auf einer Skihütte und da waren 2 Wiener am Nebentisch. Also nicht die zum Essen, sondern die Leute aus Wien. Das muss man mal dazu sagen, gerade auf der Skihütten. Und da hat der eine zum anderen einen Satz gesagt, und den fand ich so schön. Der hat gesagt, du Karl, der Tag war urarg. Urarg, hat er gesagt. Und das Wort, das hat mir imponiert. Der ein oder andere versteht jetzt vielleicht noch nicht, was urarg heißt, aber ich habe ganz, ganz viele Synonyme dafür gefunden. Ich hab die 2 dann gefragt, wie das gemeint ist, und dann habe ich ein Lied drüber geschrieben, wo alle meine bayerischen Synonyme drin sind. Und mit dem Lied, das heißt auch urarg, möchte ich mich von euch verabschieden. Man kann es auch im Internet überall anhören. Ich war ein bisschen doof, ich habe das nämlich, das muss man ja benennen, wenn man das so auf eine CD presst, und ich habe hingeschrieben, urarg, in Klammern, Studio, Radio und Oktoberfest-Hit 2019, 20 und 21. Es ist aber noch nichts passiert, also ihr hättet es in der Hand, der hat es bitte downloaden und teilen und verzeiht alle, das ist der Oktoberfest-Hit, weil ich warte nur, dass sie mich einladen, ich glaube, das war jetzt da noch an der Zeit. Vielleicht hab ich gesagt, dass du dick geworden bist und dein Haaransatz ein wenig zurückgegangen ist. Vielleicht hab ich öfter in dein Hüftfetten druckt und dabei sowas gesagt wie, oh, mein Hand wird verschluckt. Es mag sein, dass ich mir gesagt hab, ey, dein Fahrstil ist so schlecht, dass ich jetzt mich gleich beim Aussteigen nach Alt-Eding pilgern möchte, um mich daran zu bedanken, dass noch alles ist an mir droh. Es mag sein, doch eins, das sag ich dir, und dies, das mein ich so. Du bist urarg und nicht anreidig, bist fundig und richtig schneidig, du bist bärig und zünftig dazu. Von dir, da krieg ich dir nicht nur. Du bist urarg und nicht anreidig, nicht zwider und meistens schneidig, du bist griebig, hast Herz und Verstand, du bist einfach super gewandt. Vielleicht hab ich gesagt, dass der Chili schmeckt, als war der Hund in der Pfanne verreckt. Vielleicht hab ich gesagt, damals im Standesamt vorm Kuss, ja, ich will, wenn's unbedingt sein muss. Vielleicht hab ich dein Auto als Altmann erkannt, bemäkelt, dir zu Weihnachten an Klorollen Überzug gehäkelt. Es mag sein, dass ich wie gesagt hab, was danach mir leid hat. Doch was ich dir jetzt sing, das merkt er kurz, und zwar das schad. Du bist urarg und nicht anreidig, bist fundig und richtig geschmeidig, du bist bärig und zünftig dazu. Von dir, da krieg ich dir nicht nur. Du bist urarg und nicht anreidig, nicht zwider und meistens schneidig, du bist griebig, hast Herz und Verstand, du bist einfach super gewandt. Vielleicht hab ich gesagt, wir mir saufer waren, dass du Winger vertrockst, wie dein Mam. Vielleicht hab ich gesagt, bei deiner Manna Grip, dass auf der ganzen Welt kein größeren Semitrenzer gibt. Es mag sein, dass ich mir gesagt hab, dass die Hosen im Schrank drum, die du zum Laufen anziehst, ausschaut wie ein Ganzkörperkondom. Es mag sein, dass ich viel sag, was ich danach schon gleich bereu. Doch was ich dir jetzt sing, das kommt ganz tief aus meiner Säu. Du bist urarg und nicht anreidig, bist fundig und richtig geschmeidig, du bist griebig, hast Herz und Verstand, du bist einfach super gewandt. Du bist urarg und nicht
dazu. Von dir, da krieg ich dir nicht nur. So, jetzt hätte ich noch einen Wunsch. Das ist schön, bevor man geht, wenn man sich dann noch was wünscht. Weil dann sagen sie, das machen wir jetzt, sonst geht's nicht. Nein, das ist ein schöner Wunsch. Und zwar ist ja das so, wir Kabarettisten, also ich glaube, da geht uns alle gleich, wir träumen ja alle davor, vor dem großen Fame. Ja, wir wollen alle super berühmt werden. Und das Gute ist, wenn man hier vorne auf so einer Bühne sitzt, dann ist das scheißegal, ob da 10 Leute sitzen oder 10.000, weil man sieht eh nichts, Scheinwerfer. Und ich liebe das, wenn ich so ein bisschen das Publikum überreden kann, dass die einfach so deren, als wären die eine Riesenmasse. Ihr seid halt eh ganz schön viel. Also für mich ist das schon... Wow. Aber wir brauchen ein bisschen eine andere Stimmung jetzt. Die ist schon sehr gut, also es ist jetzt keine Kritik an euch. Aber für das, was ich jetzt vorhabe, für meinen personalisierten Refrain für euch, brauche ich nochmal so eine Stimmung. Ihr müsst euch jetzt Folgendes vorstellen. Normal sage ich immer, stellt euch vor, wir sind in München in der Arroganz Arena. Das mache ich halt nicht, weil wir sind ja hier im Casino. Das ist super. Ihr stellt euch vor, ihr seid unten am Automaten und ihr habt bloß 1 Euro dabei, aber ihr denkt, oh, wurscht, schmeiß ihn rein. So, Hebel runter, 1 Million Euro für euch. Die Stimmung bereits ungefähr, ja. Ihr werdet dann gleich so Bad Kötzting schreien und dann flippt sie aus. Aber ungefähr so, als hätte sie diese Million gewonnen, ja. Und wenn es gut genug ist für mich, also ich bin schon verwöhnt, muss ich sagen, aber wenn es gut genug ist, dann kriegt ihr den personalisierten Refrain. Und der ist dann nicht für irgendwen, sondern der ist für jeden Einzelnen von euch. Müsst ihr Augen zu machen, ehrlich, ist für euch. Könnt ihr euch ja dann noch eine CD kaufen, da schreibe ich es dann drauf. Das ist überhaupt kein Problem. Probieren wir das aus, ja? Also ich schreie jetzt dann gleich Bad Kötzing und ihr flippt es dann aus. Also 1 Million Euro, gell? Keine Mark. Bad Kötzing! Sarah! Ihr seid so arg und nicht reinig, seid fundig und richtig geschmeidig, ihr seid grippig, habt Herz und Verstand, ihr seid einfach super gewandt.